Hallo, ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation Uff Pelzig. In der letzten Episode haben wir verhindern können, dass die Anisidora als Kamikaze-Atombombe in die Sevastopol reinkracht, aber trotz allem ist das Ding explodiert, inklusive Taylor und Marlow an Bord. Wir haben Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Seegson ist gerade aufgetaucht, bewaffnet, nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen die? Die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können sie das? Okay. Nein, die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von ihnen fern. Wir sind gefährlich und verzweifelt. Okay, ja, das haben wir zwar hingekriegt, aber jetzt haben wir es wieder mit Plünderern zu tun. Wir wollen die Torrents kontaktieren. Und ja, das sind offensichtlich auch hier die illustre Herren Plünderer mitkriegt, die wir wohl besser meiden sollten. Waschzug. Da ist es vielleicht gar nicht nur so verkehrt, dass ich die Luftreinigung abgeschlossen habe. Und stattdessen dann die Kameras wieder abgeschaltet habe. Das mit der Luft, das hindert sowieso, dass die mich so gut sehen können. Und jetzt wissen wir auch, warum du beim ersten Mal, wo wir da bei Communications waren, so viele von den Dinger hier waren. Da können wir jetzt nämlich locker durchkrabbeln mit unserer Ionenflamme. Und dann sehen sie uns nimmer, die feine Herren. Okay. Aber ich habe die ganz gern im Arch, muss ich sagen. Da geht's noch in irgendeinen kleinen Raum rein, oder? Okay, da ist noch ein Band. Tagebucheintrag 340. Okay, ich muss mich ruhig verhalten. Ich habe ein kleines Versteck im Raumfahrtterminal gefunden. Nicht unbedingt komfortabel, aber gemütlich genug. Ich habe eine Tasche mit dem Nötigsten gepackt und ein paar Sachen unterwegs aufgesammelt und aufgepasst, dass mich niemand sieht. Zu viele Leute mit Waffen auf Sevastopol, die auf alles sofort schießen. Ich habe auch eine, aber ich bin wenigstens nicht verrückt. Hier ist es immerhin abgeschieden und ich bin nah am Terminal. Wenn tatsächlich irgendwann ein Schiff ankommt, habe ich einen Platz in der ersten Reihe. Der klingt irgendwie wie der Axel, muss ich sagen. Das könnte selber Synchrosprecher sein. Okay, wo muss ich überhaupt dann hier? Finden Sie Ricardo? Da muss ich wahrscheinlich hier den ganzen Weg außer rumwursteln. Und dann dort, wo das private Terminal ist, wahrscheinlich durch. Vermute ich jetzt mal. Ich lasse die Leute aber jetzt einfach mal rumwursteln. Mir persönlich ist das gleich, ob die sich doch gegenseitig an die Gurgel gehen oder ob die mit Androide Stress hin oder sonst was sollen sie machen. Mir ist das absolut egal. Ich muss die jetzt in einer Rambo-Aktion abmurksen oder sonst was. Ich steht mich nur verteidigen, wenn die mir auf die Pelle rücken. Also ich suche jetzt nicht explizit Stunk. Aber wenn es halt so ist, wenn es eskaliert, dann eskaliert es halt. Da habe ich es dann aber auch nicht drauf beschworen. Ich provoziere es halt wie immer nett, aber wenn es halt nur wieder passiert, weil ich mich so dappig anstelle, dann passiert es halt. Da ist noch ein freundlicher Android. Und okay, da sind wir schon am Ziel ein bisschen näher. Der ist verschlossen. Orbitalstabilisatoren auf 80%. Da können wir wahrscheinlich durch. Da müssen wir wohl auch durch. Da ist noch so ein Typi. Gucken, was wir noch verkabeln können. Beleuchtung lassen wir mal aus. Luftreinigung machen wir einmal weg. Ich brauche jetzt gerade Deckung. Okay. Na, scheiße. Schlüssel. Topf mit Deckel. Pixelgegner. Das moderne Kunstwerk und das umgedrehte E.
Oh, hoppla. Da ist so ein Bursche. Dreh wieder um, Kerl. Das verspreche ich. Ich will dich nicht mit dem Bolzenschießer niedermachen müssen. Hopp, geh einfach. Geh deiner Wege, Cowboy. Türzugriff. Okay. Okay, du ist der freundliche Android. Guck, ob ich den nicht dort hinlocken kann oder so. Hoppla. Oh oh. Was haben wir denn hier? Hoppla. Oh, hi. Was machen Sie hier? Ach, ich will doch nix, Mann. Ich wollte dich doch auf die Gegner schießen lassen. Ach, lass mich doch in Friede. Da wollte ich rein. Hoppala. So, macht er ja einen Scheiß gerade alle. Da wollte ich nämlich rein. Dann lade ich nochmal hoch. Okay, der scheint fort zu sein. Ja, sorry, wenn ich du jetzt gerade ein bisschen schweigsam war. Flammenwerfer, Brennöl, Revolver, Munition und Schrott, okay. Flammenwerfer, Öl und Ethanol. Ach komm, mir reicht's. Verreck in der Hölle. So, na Allah. Ich liebe den Bolzenschießer. Was haben wir dann noch? MP-Mine wird jetzt nichts bringen. Flammenwerfer wollte ich noch laden, genau. Dann bleibe ich bei meinem Bolzenschießer. Und gehe dann dorthin, wo ich wahrscheinlich auch hin muss. Da muss ich wohl hacken, ne? Ups. Da wurde schon gehackt. Okay. Oh, jetzt sind wir wieder auf dem Hauptweg. Oh oh. Hier ist sie überstrapazieren wirkliche Glück. Du ach. Ich hab das nicht gewollt. Hey. Was ist denn los? Hörst du auf? Hey, hörst du auf? Säckel. Ich glaube, mir brennt der Kittel. Hörst du auf? Ich glaube, dir brennt noch mehr der Kittel als mir. Kerl. Hörst du so noch all? Mann, 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 Mann. Okay. Ich meine, ich provoziere den Stunk jo nicht. Okay, super. Hat der noch was? Okay, den haben sie geköpft. Gibt's hier noch was Schönes? Gerade mal gucken. Das, unter der Situation mache ich das jetzt mal nicht. Also jetzt gibt's mal keine Lesestunde, ihr liebe Leid. Ach, wie Spaß. Geht mal auf den Sack. So. Du horcht. Ja, da muss ich lang. Okay, Pumpgun hätte er. Ich hätte eigentlich unglaublich gern die Ausrüstung von dem Typ. Das wäre schon nicht schlecht, würde ich sagen. Speichern ist hier nicht. Okay. Dann hier wieder raus. Dann klettern wir mal hier durch. So. Ja, wir müssen sowieso in die Richtung. Aber ich weiß nicht, ob over oder unter. Hier macht jetzt mal wieder leise die der auf. Okay. Ich frage mich, was meine Kinder gerade so treiben.
Das fragst dich. Ich will erstmal versuchen, hier rauszukommen, dass ich meine Kinder wieder sehen kann, Kerl. Oh, da sind sie. Ah, ja, das war da, wo wir die Geräuschemelder gefunden haben. Franzosen-Move. Entschuldigung, das hat jetzt Zeit gemisst einfach. Okay, können wir da wieder irgendwas machen bei dem Terminal? Ich weiß, bei dem waren wir auf jeden Fall schon. Okay, Türzugriff. Da hinten ist noch einer. Wahrscheinlich muss ich hier lang, ne? Orbitalstabilisatoren auf 60%. Unfall. Wird nicht besser. Ja, da weiß ich auch noch. In dem Gebiet war man 100%ig schon. Ling. Okay. Ist es hier angezeigt oder? Nee. Nee, ich glaube, ich muss wirklich wieder Stockwerk runter. Und habe das jetzt nur zum Speichern nutzen können. Okay, dann wieder leise. Dort drüben sind wieder die Plünderer, das Sicherheitspersonal. Wo auch immer die ganze Zeit vorher waren. Nee, Quatsch. Da schleiche ich nur wieder zurück. Das war der Kerl, der mich da in die Mangel nehmen wollte. Nee, das sind wir falsch. Okay. Ich lasse nach in Friede. Wenn er mich jetzt nicht angreift, dann soll er mal gestohlen bleiben. Da ist es mir egal. Finden Sie Ricardo? Ja, wo? Doch hochgehe, oder? Ich war mir jetzt unschlüssig, um ehrlich zu sein. Naja, dann rennen wir mal hoch. Gucken du noch einmal. Ah ja, dort. Okay, habe ich übersehen. Wo ist er dann? Hey, wo ist er dann? Der Regie. Da müsste das sein, ne? Sensor. Da ist er, glaube ich, oder? Da sitzt er, ja. Alles klar. Da haben wir auch kein Gepäck mehr. Gut, dann retten wir mal mit dem Ricardo. Ripley, Alles klar? Marlos Berechtigungen sind doch immer in diesem Terminal gespeichert. Hätten wir die Koordinaten der Torrens, könnten wir die Übertragungsschüsseln manuell ausrichten. Umgehen Sie die Apollo vollständig. Da ist ein Observatorium bei der Kommzentrale, oder? Ja, damit sollten Sie die Koordinaten der Torrens finden können. Ich mache Ihnen die Tür auf. Finden Sie das Observatorium der Sevastopol. Okay, dankeschön, Ricardo. Da können wir jetzt durch gehen. Ach, wieder so reizendes Gebiet. Orbitalstabilisatoren auf 40%. Ah, es wird immer besser. Bei dem kurzen Weg haben wir schon 20% verloren. Das ist doch sehr ermutigend, ne? Aufzug rufen muss ich nicht, oder? Gesperrt? Ja, anscheinend doch. Aufzug rufen. Aber ich gehe auch mal wieder auf Nummer sicher. Man weiß ja nie, wer einem da begegnet. Muahaha. I am the god of hellfire and I'll bring you fire. Du, du. Die, Feuer. Okay, wieder genug schlecht gesungen. Machen wir uns mal hier auf den Weg wieder. Ich weiß auch nie, welche Tür sich da öffnet. Links oder rechts, links oder rechts. Wo ist der Zong? Hopp. Okay. Wunderbar. Ja, das ist wieder das Gebiet. Okay, ich erinnere mich. Und
ihr könntet euch auch wieder erinnern. Ich glaube, das war das Gebiet, wo ich am Anfang das erste Mal den großen Androide-Clash gehabt habe, wo ich das erste Mal mit einer Androide in Kontakt gekommen bin. Ich kann die Abriegelung nicht umgehen. Wa- Machen Sie weiter. Das Schiff wartet da draußen auf uns. Apollo lässt mich nicht rein. Versuchen Sie es nochmal. Okay, okay. Okay. Ja, da ist auch die Großantenne. Eine Gasriese kommt immer näher, ihr liebe Leid. Ah, okay, da sind Männler. Ich versuche mich durchzuschleichen hier. Es war, glaube ich, das Gebiet, wo ich das erste Mal mit einer Androide so in Kontakt geraten bin, wo ich ach so hundsmiserabel geschossen habe mit meinem Revolver und nicht Nachlader gekannt habe. Okay, da muss ich rein. Ja, Tür verschlossen. Dann muss ich wohl hier durch, ne? Okay. Die sehen mich nicht. Und hier kann ich mit dem Schneider durch, ne? Ja. Super Sache. Und Brezel. Das ist schon praktisch so, Lötlampe. Mit guter Gasflamme. Oder Ionenflamme in dem Fall. Und hepp. Verschmor dann die Finger. Dann gehe ich hier mal aufrecht und schleiche nicht die ganze Zeit rum. Okay. Den hat's zersiebt. Da kann ich wohl hier zum Observatorium hochkrabbeln, ne? Gib ihm. Nutzen Sie das Ortungssystem, um die Torrens zu finden. Boah, geil. Also Sevastopol hat schon ziemlich coole Hardware, muss ich sagen. Also Sevastopol gefällt mir generell recht gut, wie es aufgebaut ist. Eingang Blabla angleichen. Okay. Hä? Okay. War auch wieder was Neues jetzt. Dann der hier. Huch, steuern Sie die Andockausrichtung mit L, aktivieren Sie mit bla bla. Hä? Aber wie? Ah, okay, so. Okay. Und? Passt, oder? Ja. Okay. Jetzt werden wir hochgefahren, oder? Nee, Quatsch, es wird was runtergefahren. Okay. Wow. Und sogar Gefechtsstation hier direkt vor uns. Ah, die Sonne. Sonne ist auch cool. Okay, dann noch das hier. Weltraum-Scan einleiten. Okay. Vorsichtiger. Komm schon. Platsch. Passt. Oh, endlich. Ich habe sie gefunden, Ricardo. Jetzt müssen Sie noch die Schüssel manuell auf die Position der Torrens ausrichten. Okay. Verstanden. Ich gehe nach draußen. Oh, jetzt gibt es einen Weltraumspaziergang. Geben Sie die Koordinaten der Torrens manuell ein. Okay. Ja, spitze. Dann gibt es jetzt unseren ersten richtigen aktiven Weltraumspaziergang hier. Gehen wir raus. Oder beziehungsweise gehen wir wieder runter. Und ich sage ihr, liebe Leute, ich mache hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Let's Play Alien Isolation auf Pelzig, wo es der erste aktive Weltraumspaziergang gibt. Machen's gut, bis dahin, Ian Yankee.